placed in the coffin with the Pope. The lid was placed on the zinc-lined coffin, along with the Pope's pectoral cross, coat of arms, and a plaque with the Pope's name and the duration of his life and Petrine ministry, while psalms were sung. After the coffin was sealed, the seals of the Cardinal Camerlengo and the prefect of the papal household, the office of the liturgical celebrations, and the Vatican chapter were imprinted. The wooden coffin, which bears a cross and a coat of arms of the Pope, was then sealed. And in the images, we see delegations passing in front of the altar of the confession, where the Pope's coffin, sealed coffin, lies still in state. They pause to offer their last respects, their final respects. And there are delegations from at least 130 countries and international organizations gathered here in St. Peter's Square. These include 12 reigning monarchs and 55 heads of state, as well as 14 heads of government and other high officials. And just to cover the event, there are over 4,000 journalists who have been accredited to the Holy See Press Office to cover the event. And the delegations include, besides political leaders from around the world, there are representatives of various world religions, including 5 from Buddhism, several from the Hindu religion, Sikh and Zoroastrian, as well as Jain. There's also a sizable representative from other Christian confessions besides Catholicism, including the Patriarch of Constantinople, Patriarch Bartholomew. There are also representatives and representatives of the Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and Antiochia, as well as Jerusalem. The Patriarchate of Moscow has also sent a delegation, as well as the Serbian and Romanian and Bulgarian patriarchs. There's a host of other ecumenical delegations, as well as representatives of the Anglican Communion gathered to celebrate this Requiem Mass for Pope Francis. For those of you who are just joining us, we are preparing to celebrate the Requiem Mass, a funeral liturgy for the late Pope Francis. The Mass will begin at 10 a.m. here in Rome time, GMT +2. We can see the crowds gathered along the Via della Conciliazione and filling up St. Peter's Square. There are many priests and cardinals, bishops, archbishops who are celebrating this, concelebrating this liturgy. There are around 250 cardinals present, and during this liturgy, you may notice that the patriarchs and the cardinals will be distinguished from the bishops in their liturgical dress. They will be wearing purple and their white damask mitres, while the bishops will wear plain white mitres. This Mass will include readings from the Acts of the Apostles, the letter of St. Paul to the Philippians, and the Gospel according to John, the homily. And this Mass is presided over by the Dean of the College of Cardinals, the Cardinal Giovanni Battista Re. The prayers of the faithful will be offered in French, Arabic, Portuguese, Polish, German, and Chinese, while the readings for this Mass will be read in in English and Spanish, and Latin for the Gospel.
And of course, the celebration will be accompanied by the choir of the Sistine Chapel, singing for Pope Francis one last time. In accordance with the spiritual testament of the Bishop of Rome, the coffin will then be transported to the Papal Basilica of St. Mary Major. The funeral procession will cover a distance of about 4 kilometers through the streets of the capital. It's a slow pace. So this journey will allow Romans to bid farewell to their bishop along a path he often took to pray before the icon of the Virgin Salus Populi Romani, before and after each of his 47 apostolic journeys. And even recently, after his hospital days, his days in the hospital in February and in March, he visited this Basilica of Mary Major and went to pray before the icon of the Virgin Salus Populi Romani. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Upon arriving at the Marian Basilica, also known as the Liberian Basilica of St. Mary Major, the Sistine Chapel choir will again welcome Pope Francis and his coffin to its final resting place, along with a group of what could be termed the last ones. We all know that Pope Francis made a special point in his pontificate and his magisterium and teaching to focus on the peripheries of the church and of society, always trying to expand and get to the very heart of the gospel, which is, "You have sent me to preach to the poor." And there will be several of people who are homeless or poor and living on the margins of society who will welcome Pope Francis's coffin to St. Mary Major. It will be seated out front. This broadcast will conclude in a couple of hours with the coffin of Pope Francis in front of the Marian icon that he loved so dearly, the Salus Populi Romani, the health of the Roman people. And then the burial will take place privately. Later this afternoon, the cardinals will gather at St. Mary Major to pray Vespers. And this will be on Sunday evening at, I believe, around 5 p.m. We can hear the singing of the Salve Regina that concludes the Rosary Prayer here in St. Peter's Square, as the faithful prepare to celebrate this Requiem Mass, this solemn liturgy. We note that yesterday evening, on Friday evening, late Pope Francis was sealed after around 250,000 pilgrims had filed past to pay their respects as he lay in state, as Pope said. And inside of his coffin was placed a deed. In Latin it's called rogito, that recalls the life and ministry and teaching of Pope Francis, his various encyclicals, and his young life. And this is sealed inside of a metal tube for posterity's sake. His coffin is a zinc-lined wood coffin, and during this ceremony it was sealed. Dispongámonos a participar con fe y recogimiento, evitando levantar carteles y ondear banderas. The deed that was placed with Pope Francis's body, we can read a few excerpts from it. It begins, "With us, pilgrims of hope,
guide and companion on the journey toward the great goal to which we are called, heaven, the 21st day of April in the holy year 2025 at 7:35 in the morning, while the light of Easter illumined the second day of the octave, Easter Monday, the beloved shepherd of the Church, Francis, passed from this world to the Father. The entire Christian community, the deed continues, especially the poor, gave praise to God for the gift of his service, rendered with courage and faithfulness to the gospel and to the mystical bride of Christ. The deed recalls that Francis was the 266th Pope, born Jorge Mario Bergoglio. He was elected Pope on March 13th, 2013. He was born in Buenos Aires, Argentina, on December 17th, 1936, to Piedmontese immigrants, Italian immigrants. To the children, of Italian immigrants. His father Mario was an accountant employed by the railways, and his mother, Regina Sivori, took care of the home and the education of their 5 children. After earning a diploma as a chemical technician, the man who would become Pope Francis chose the path of the priesthood, entering first the diocesan seminary, and then on March 11th, 1958, passed to the novitiate of the Society of Jesus. He became a Jesuit. He pursued humanistic studies in Chile and returned in 1963 to Argentina, where he graduated in philosophy at the St. Joseph College in San Miguel. He was a professor of literature and psychology at the colleges of the Immaculate Conception in Santa Fe and of the Savior in Buenos Aires. We know that Pope Francis then was ordained to the priesthood on the 13th of December in 1969 by Archbishop Ramon Jose Castellano. And on the 22nd of April in 1973, he made his perpetual profession as a Jesuit. After serving as novice master at Villa Barilari in San Miguel, professor in the Faculty of Theology, consultor of the Argentine province of the Society of Jesus, and rector of the college, on the 31st of July 1973, he was appointed Provincial of the Jesuits of Argentina. After 1986, he spent several years in Germany completing his doctoral dissertation, and once back in Argentina, Cardinal Antonio Quaracino made him his close collaborator. It was on May 20th, 1992, when Pope John Paul II named him titular Bishop of AUCA and Auxiliary Bishop of Buenos Aires. He chose as his episcopal motto Miserando Adque Eligendo, and inserted the Christogram IHS, the symbol of the Society of Jesus, the Jesuits, into his coat of arms. Later, on June 3rd, 1997, he was promoted to the role of coadjutor Archbishop of Buenos Aires, and then upon Cardinal Quaracino's death, he succeeded him in February 1998 as the Archbishop and Primate of Argentina. He was also ordinary for the faithful of the Eastern Rites who resided in the country, and the Grand Chancellor of the Catholic University. Pope St. John Paul II created him a cardinal in the consistory of February 21st, 2001, assigning him the title of the titular church of St. Robert Bellarmino. That October, in 2001, he served as the General Rapporteur ad extra of the 10th Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops. As we all know, the late Pope Francis was a simple and much beloved pastor in his archdiocese in Argentina, and he traveled everywhere, even by subway and bus,
the official deed that is in the Pope's coffin recalls even that he lived in an apartment and prepared his own dinner because he felt himself one of the people. After the cardinals assembled in conclave after Pope Benedict XVI's resignation, Jorge Mario Bergoglio was elected Pope on March 13th, 2013, and he took the name Francis, following the example of Saint Francis of Assisi. He wished to, above all, to care for the poorest in the world. And we all remember his first appearance from the Lodge of the Blessings here at St. Peter's. And his first words, brothers and sisters, good evening. And now let us begin this journey, Bishop and people. He continued, this journey of the Church of Rome, which presides in charity over all the churches. A journey of fraternity, of love, of trust among us. And then bowing his head, he said, I ask you to pray for the Lord to bless me. The prayer of the people, asking the blessing for their bishop. And he continued, we know that every Angelus and most of all his audiences, he concluded by asking the people to pray for him. Do not forget, please remember me in your prayers. Do not forget to pray for me. We can also recall his wit, because especially in the later years of his life, Pope Francis, when he would ask for prayers, would sometimes remind people to pray for him and not against him. He was famous for always throwing in a joke here and there. The Holy Father would, whenever he would begin his general audiences in St. Peter's Square and sometimes in Paul VI Hall, he would pause as he walked up the dais to the stage set up in the front of St. Peter's Square to greet the readers who would be present at would be reading the summaries in various languages of his catechesis, and the Pope would frequently pause to greet them and exchange a word, sometimes reflecting on the questionable beard choices of some of the members, or asking about the recently departed parents of one colleague, or joking with another colleague, a pair of colleagues who had gotten married, and joking whether they would ever come back from their honeymoon, if they were going to come back to work, because he hadn't seen them reading at the liturgy at the general audiences in a while. So we can recall some of these many humorous, serious, and the many moments of the life of Pope Francis, who died at the age of 88 on Easter Monday. As we see, there are still delegations arriving for this Requiem Mass, filing in front of the coffin, set up in front of the altar of the Confession in St. Peter's Basilica, preparing for this liturgy, which may start a few minutes late, as delegations are still arriving. As they arrive, we can recall some of the teaching, perhaps very little in this short amount of time that we have, but given the vastness of Pope Francis's magisterium. But we can recall with this deed that was placed in his coffin some of his the focuses of his papacy.
Yeah, and one of the things, of course, was his attentiveness to the least and to those discarded by society. Pope Francis, upon his election, he chose to live at the Domus Santa Marta because he could not do without contact with people. And from the first Holy Thursday, he wished to celebrate the Mass of the Lord's Supper outside the Vatican, visiting prisons, reception centers for the disabled, and those addicted to drugs. He urged priests always to be ready to administer the sacrament of mercy, to have the courage to leave the sacristies, to go in search of the lost sheep, and to keep the church doors open to welcome those desirous of encountering the face of God, those desiring encountering the Lord. We know that he exercised his ministry with untiring dedication in favor of dialogue with Muslims and representatives of other religions, sometimes convoking them to prayer meetings and signing joint declarations for concord among the faithful of different creeds, such as the document on human fraternity signed on the 4th of February 2019 in Abu Dhabi with the Sunni leader El Tayeb. We can also talk about his love for the poor and the elderly and children that led him to inaugurate the World Days of the Poor, of grandparents and of children. He also established the Sunday of the Word of God. The deed also notes that more than any of his recent predecessors, Pope Francis enlarged the size of the College of Cardinals, convoking 10 consistories through the years, and in which he created 163 cardinals. Für die päpstliche Basilika, die Grablege des Apostels Petrus. Papst Franziskus war der 266. Nachfolger des Petrus. Im Bild sehen wir auch Vertreter aus Kanada, der indigenen Völker, im traditionellen Federschmuck. Papst Franziskus hat ja bei seiner Kanada-Reise um Vergebung gebeten für das Unrecht, das den Indigenen an katholischen Internatsschulen angetan wurde. Nun sehen wir Donald Trump mit seiner Ehefrau Melania, die mit einem schwarzen Schleier dezent bekleidet ist. Auch er begibt sich mit vielen anderen wie Macron, Präsident Macron und anderen Staatschefs nun zum Sagrato. Die Staatschefs werden begrüßt von Mitarbeitern des Staatssekretariats der 2. Sektion. Das sind die Mitarbeiter, die für die Beziehungen zu den anderen Staaten und die Organisation der päpstlichen Vertretungen, die Nunziaturen genannt werden, zuständig sind. Nun formiert sich der Zug der konzelebrierenden Kardinäle aus dem Petersdom. Ja, der Zugang zum Petersplatz ist inzwischen auch geschlossen worden, weil kein Platz mehr ist. 50.000 Menschen sind hier auf dem Petersplatz versammelt, 100.000 in der angrenzenden Via della Conciliazione. Insgesamt nehmen bisher 150.000 Menschen teil. Die liturgische Farbe von Beerdigungsgottesdiensten ist normalerweise schwarz oder violett. Bei den päpstlichen Trauerfeierlichkeiten jedoch ist die liturgische Farbe das Rot, denn das Rot ist die Farbe der Päpste, weil sie an das Martyrium des Petrus erinnern. Die Päpste sollen sozusagen deutlich machen mit dieser Farbe, dass sie bereit sind, ihr Blut zu geben für Jesus Christus und seine Kirche, die sie in seinem Auftrag leiten.
Im Petersdom unter der Kuppel befindet sich das Grab dieses Apostelfürsten Petrus, der erste der Päpste. Und im Schiff oben in einem Fries finden sich die wichtigsten Texte in lateinischer und griechischer Sprache aus dem Neuen Testament, die auf Petrus und sein Amt hinweisen. Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Diese Texte zeigen, dass das Papsttum umfangen ist und ihr Fundament in der Bibel und in der Beauftragung Jesu hat. Deswegen ist das Christentum ohne Papsttum nicht vollständig. Der Nachfolger des Petrus wird bei jeder heiligen Messe im Petersdom immer wieder daran erinnert. Ein besonderes Wort ist das, das wir auch in den Lesungen hören, wo der Auferstandene zu Petrus sagte, liebst du mich? Er fragt ihn dreimal, liebst du mich? Und Petrus wird am Ende traurig, weil ihm einfällt, dass er seinen Herrn dreimal verleugnet hat. Nun sehen wir auch die Delegation aus den Arabischen Emiraten. Papst Franziskus hat einige Länder besucht, in die zuvor niemals ein katholisches Religionsoberhaupt gegangen ist. Er war in der Mongolei und seine legendäre Reise in den Irak sind bis heute noch im Gedächtnis. Ja, das friedliche Zusammenleben zwischen Religionen, Völkern und Nationen war Papst Franziskus immer ein großes Anliegen. Seine Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate im Jahr 2019 hat, wie gesagt, diesbezüglich einen historischen Meilenstein markiert. Zum ersten Mal in der Geschichte betrat ein Papst die arabische Halbinsel. Und gemeinsam mit dem Großimam von Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, hat Papst Franziskus 2019 in Abu Dhabi ein historisches Dokument unterzeichnet, das Dokument über die Brüderlichkeit aller Menschen. Ja, und wir sehen jetzt hier den Sarg, den Holzsarg von Papst Franziskus. Er wird von Sargträgern aus der Basilika auf den Petersplatz gebracht. Rom ist fast wolkenlos, der blaue römische Himmel begrüßt nun Papst Franziskus in seinem letzten Gang auf den Petersplatz. Er wird begrüßt unter dem Beifall der Gläubigen. Die Kardinäle stehen Spalier rechts und links und grüßen ihn nun bei seinem Weg auf den Sacrato, die Altarinsel vor dem eigentlichen Dom. Sargträger tragen auf ihren Schultern den einfachen, schlichten Holzsarg mit dem großen, schlichten Kreuz und dem Wappen des Papstes. Diese Träger sind jene Mitarbeiter, die im Vorzimmer des Papstes ihren Dienst tun und bei Empfängen und Audienzen die Besucher und Besucherinnen empfangen und zum Papst geleiten. Viele tausende Priester sind auf dem Petersplatz versammelt, um gemeinsam diese heilige Messe für den verstorbenen Papst zu feiern. Der Petersdom selbst ist menschenleer, nur die Prozession der Kardinäle mit dem Sarg des verstorbenen Pontifexes ist darin zu sehen. Papst Franziskus war ein Papst mit einem großen Herz für die Armen. Am Ostermontag traf ich einen obdachlosen Mann im Rollstuhl. Er lebt unter den Kolonnaden in seinem Rollstuhl und habe ihn gefragt, was er denn von dem Tod des Papstes halte. Und mit einer Träne im Augen sagte er, Papa Francesco era il mio amico. Papst Franziskus war mein Freund.
Er hatte ein großes Herz für die Menschen und vor allem die Armen hat er wirklich sehr berührt. Vor dem Hauptportal sehen wir ein Bild des auferstandenen Christus, denn wir befinden uns in der Osteroktav, das heißt in der Osterzeit. Und die Heilige Messe beginnt nun mit dem Requiem. Es ist der Eingangsvers, der auch dieser Messe den Namen gibt. Requiem aeterna doma eis. Herr, gib ihm die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihm. Herr, gib ihm die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihm. Requiem aeterna doma eis Domine, Herr, gib ihm die ewige Ruhe. Der Introitus, das Eingangslied, gibt dieser Papstmesse den Namen, nämlich das Requiem, die Totenmesse für den verstorbenen Pontifex. Er wird nun aufgebahrt vor der Altarinsel, dort wo er jeden Mittwoch die Generalaudienz gehalten hat und viele hunderttausende Menschen getroffen und manchmal auch berührt hat. Wie auch bei den Begräbnissen von Johannes Paul II. Wird nun das Evangeliar, also das Buch mit dem Evangelium Jesu Christi, auf den Sarg gelegt. Papst Franziskus war der Bischof der Kirche von Rom und der Hirt der Universalkirche.
Bei einer Bischofsweihe wird das geöffnete Evangeliar, also Evangelienbuch, über dem zu Weihenden gehalten während der Gebete. Nun am Ende seines irdischen Lebens ist das geöffnete Evangeliar auf seinem Sarg und bringt in einer tiefen Symbolik zum Ausdruck, was sein Amt ist, nämlich die Botschaft Jesu Christi in diese Welt zu übertragen. Für viele Kardinäle ist es das erste Mal, dass sie sich in ihrer Gesamtheit treffen. Papst Franziskus hat sehr viele Kardinäle ernannt, aber aufgrund seiner Politik, Bischöfe zu ernennen, Priester zu ernennen, zu Kardinälen, die an der Peripherie der Weltkirche stehen, hat dazu geführt, dass viele sich noch nicht persönlich kennenlernen konnten. Diese Messfeier und die anschließende Generalkongregation, die Versammlung der in Rom anwesenden Kardinäle, ist eine große Gelegenheit dazu. In Rom war seit dem Tod von Papst Franziskus das Stadtgespräch. In der Metro, auf den Plätzen haben Jugendliche, Schulkinder, Erwachsene, gläubige Christen, aber auch Nichtchristen über Papst Franziskus gesprochen, voll Hochachtung und Verehrung. Papst Franziskus verstarb am Ostermontag, nachdem er zuvor am Ostersonntag in einer einfachen, aber schlichten Zeremonie den Urbi et Orbi Segen, also den Segen für die Stadt Rom und den Weltkreis gespendet hat. Dieser Tod am Ostermontag ist ein tiefes Zeichen, denn die Christen denken an diesem Tag an die Auferstehung des Herrn. Und so ist dieser ganze Gottesdienst, die Feierlichkeiten zur Beerdigung, keine Selbstdarstellung der Kirche, sondern eine Verkündigung der Kirche an den Glauben, den Christus uns schenkt, nämlich dass mit dem Tod und der Auferstehung Jesu allen, die an ihn glauben und sich taufen lassen, die Tür zum Vaterhaus offen steht. Jesus Christus hat das ewige Leben gebracht. Das ist die Botschaft seines Todes an diesem Tag. Er wurde dann in der Casa Santa Marta, also in seinem Haus, wo er die letzten Jahre gelebt hat, aufgebahrt in der Kapelle und an seinem Namenstag am vergangenen Mittwoch von der Casa Santa Marta in den Petersdom überführt, damit die Gläubigen Abschied von ihm nehmen konnten.
alle noch die Bilder in Erinnerung, als Papst Franziskus allein auf dem Petersplatz während der Pandemie, während des Lockdowns den außerordentlichen Urbi et Orbis Segen gegeben hat, um der Welt Hoffnung zu geben. Nun ist Papst Franziskus alleine in seinem Sarg, aber er ist umringt von der Welt, von der politischen, aber auch von der religiösen Welt und vor allem von denen, für die er zum Hirte bestellt war, die Christen aus der ganzen Welt. Der Hauptzelebrant ist der Camerlengo, also der Kardinalkämmerer. Giovanni Battista Re, der 91-jährige in Brescia geborene Kardinal, ist seit 2020 Dekan der Kurie. Auf dem Sacrato, also auf der Altarinsel, steht ebenfalls eine Ikone, eine Kopie der Salus Populi Romani, also der Marienikone aus der Santa Maria Maggiore Basilika, in die nach dem Trauergottesdienst Papst Franziskus überführt wird. Pax vobis. Friede sei mit euch. Fratres, agnoscamus peccata nostra. Brüder, damit wir die heiligen Geheimnisse in rechter Weise feiern, wollen wir bekennen, dass wir gesündigt haben. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und euch Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Es folgt das Kyrie, das Herr erbarme dich. Für die musikalische Begleitung sorgt der Chor der Sixtinischen Kapelle. Im Bild sehen wir das Mosaik der Mater Ecclesiae, das Johannes Paul II. Ein Jahr nach seinem Attentat zum Dank an den Apostolischen Palast angebracht hat. Eine Kopie dieser Marienikone, Mutter der Kirche, stand während der täglichen Rosenkranzgebete auf dem Petersplatz. Im Kyrie eleison, im Herr erbarme dich, bittet die Gemeinde um Gottes Erbarmen, Gottes Beistand.
Dieses Kyrie ist in griechischer Sprache Teil der römischen Liturgie. Es zeigt die Ursprünge der Kirche. Jesus selbst, so nimmt man an, hat damals Griechisch gesprochen, die Umgangssprache der damaligen Welt. Das Griechisch verbindet die lateinische Kirche, die römische Kirche, mit den Ostkirchen und den 13 orthodoxen Kirchen. Oremus. Lasst uns beten. Deus immortalis pastor animarum. Gott, du unsterbliche Hirte der Seelen, erhöre die Bitten deines Volkes und vergilt deinem Diener, unserem Papst Franziskus, der deiner Kirche in Liebe vorstand, alles Gute, das er als dein treuer Verwalter getan hat, und führe ihn mit der ganzen Herde, die ihm anvertraut war, zur ewigen Freude. Darum bitten wir. Durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Amen. In der ersten Lesung aus der Apostelgeschichte hören wir die Verteidigungsrede des Petrus. Er verkündet Jesus als den Christus, den Messias. In dieser Tradition stand auch Papst Franziskus, der in seinem Leben und in seinem Amt Christus verkündet hat, und keine Macht der Welt kann die Apostel und Jünger Jesu daran hindern. In those days, Peter opened his mouth and said, In jener Zeit begann Petrus zu reden und sagte, wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Er hat das Wort den Israeliten gesandt, indem er den Frieden verkündete durch Jesus Christus. Dieser ist der Herr aller. Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa nach der Taufe, die Johannes verkündet hat. Wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und getötet. Gott aber hat ihn am 3. Tag auferweckt und hat ihn erscheinen lassen. Zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten Zeugen, uns, die wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen. Dieser ist der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt. Wort des lebendigen Gottes, Dank sei Gott. Es folgt nun der Psalm als Antwort auf die erste Lesung und als eine Brücke zur zweiten Lesung aus dem Philipperbrief. Der Psalm ist ein Lied des Alten Testamentes, der berühmte Psalm, der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Super aquas quieti seduxit me, animam mea refecit. Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Er führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Meine Lebenskraft bringt er zurück. Deduxit me super semitas justitiae,
propter nomen suum. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, getreu seinem Namen. Nam etiam ambulavero in valle umbre mortis non timebo mala, quoniam tu mecum es. Muss ich auch gehen in finsterem Tal, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Virga tua et baculus tuus, ipsa me consolata sunt. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Parastin conspectum eo mensam, adversus eus qui tribulant me. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Impinguastino leo caput meum, et calix meus redundat. Du salbst mein Haupt mit Öl und übervoll ist mein Becher. Et enim benignitas et misericordia subsequentur me, omnibus diebus vitae me. Denn deine Güte und deine Huld werden mir folgen mein Leben lang. Et inhabitabo in domo Domini, in longitudinem dierum. Und ich werde heimkehren ins Haus des Herrn für alle Zeit. Es schließt sich nun die zweite Lesung an, die aus dem Philipperbrief 3. und 4. Kapitel stammt. Die Heimat des gläubigen Christen ist der Himmel. Wir erwarten von dort Christus als Retter, der unseren armseligen Leib in die Gestalt seiner verherrlichten Leibes verwandeln wird. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi. Schwestern und Brüder, unsere Heimat ist im Himmel. Von dort her erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn, als Retter, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit der er sich auch alles unterwerfen kann. Darum, meine geliebten Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude und mein Ehrenkranz, steht fest im Herrn, Geliebte. Wort des lebendigen Gottes. Nach den 3 Texten aus der Heiligen Schrift, der ersten Lesung, dem Psalm und der zweiten Lesung folgt nun das Halleluja. Halleluja bedeutet Lobe den Herrn und ist der Ruf, der Lobruf in der Osterzeit. Das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und dass ich ihn auferwecken werde am jüngsten Tag.
Es folgt das Evangelium aus dem Johannes, 21. Kapitel. Nachdem der Diakon um den Segen gebeten hat, wird nun das Evangelium verkündet. Das Evangelium aus dem 21. Kapitel des Johannes beschreibt die eindrückliche Szene, als der auferstandene Jesus den Simon Petrus fragt: Liebst du mich? Diese Bibelstelle, die im Petersdom im Hauptschiff verewigt ist, erinnert jeden Papst als Nachfolger des Petrus daran, mit ganzem Herzen Jesus, den Christus, zu lieben. Dominus vobiscum. Der Herr sei mit euch. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Der Diakon beweihräuchert nun das Evangelienbuch, das für Jesus Christus selbst steht, mit Weihrauch und singt dann in lateinischer Sprache das Evangelium. Nachdem Jesus seinen Jüngern erschienen war und sie gegessen hatten, sagte er zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Lämmer. Und zum zweiten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe. Und zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Liebst du mich? Er gab ihm zur Antwort: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe. Amen, Amen, ich sage dir, als du jünger warst, hast du dich selbst gegürtet und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Nach diesen Worten sagte er zu ihm: Folge mir nach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Die Gemeinde antwortet mit Lob sei dir Christus. Nun folgt die Ansprache von Kardinal Giovanni Battista Re. Zuvor
Auf diesem majestätischen Petersplatz, auf dem Papst Franziskus viele Male die Eucharistie gefeiert und im Lauf dieser 12 Jahre vielen großen Versammlungen vorgestanden hat, sind wir nun traurigen Herzens im Gebet um seine sterblichen Überreste versammelt, getragen jedoch von der Gewissheit des Glaubens, dass das menschliche Dasein nicht im Grab endet, sondern im Haus des Vaters, in einem Leben voller Glückseligkeit, das nie vergeht. A nome del Collegio dei Cardinali saluto. Im Namen des Kardinalskollegiums danke ich Ihnen allen herzlich für Ihre Anwesenheit. Voller Hochachtung grüße ich die Staats- und Regierungschefs sowie die offiziellen Delegationen aus zahlreichen Ländern, die gekommen sind, um ihre Verbundenheit, ihre Verehrung und ihre Wertschätzung für den verstorbenen Papst zum Ausdruck zu bringen. Die überwältigende Zuneigung und Anteilnahme, die wir in den letzten Tagen nach seinem Tod erlebt haben, zeigt uns, wie sehr das ereignisreiche Pontifikat von Papst Franziskus den Geist und die Herzen der Menschen berührt hat. La sua ultima immagine, che rimarrà nei nostri occhi e nel nostro cuore, das letzte Bild von ihm, das wir weiterhin vor Augen und in unseren Herzen haben werden, ist das vom letzten Sonntag, dem Hochfest der Auferstehung des Herrn, als Papst Franziskus uns trotz seiner schweren gesundheitlichen Probleme vom Balkon des Petersdoms aus seinen Segen erteilen wollte und sich dann auf den Platz begab, um vom offenen Papamobil aus die vielen Menschen zu begrüßen, die zur Ostermesse versammelt waren. Con la nostra preghiera Wir wollen nun mit unserem Gebet die Seele des geliebten Papstes Gott anvertrauen, auf dass er ihm ewige Glückseligkeit im herrlichen Licht seiner grenzenlosen Liebe gewähre. Wir lassen uns von dem Evangelium erleuchten und leiten, in dem Christus den ersten der Apostel fragte: Petrus, liebst du mich mehr als diese? Und die Antwort des Petrus kam prompt und aufrichtig: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus vertraut ihm die große Aufgabe an: Weide meine Schafe. Das wird die beständige Aufgabe des Petrus und seiner Nachfolger sein. Ein Dienst der Liebe nach der Art Christi, des Meisters und Herrn. Ungeachtet seiner Gebrechlichkeit und seines Leidens hat sich Papst Franziskus entschieden, diesen Weg der Hingabe bis zum letzten Tag seines irdischen Lebens zu gehen. Er folgte dem Weg seines Herrn, des guten Hirten, der seine Schafe so sehr liebte, dass er sein Leben für sie gab. Und er tat dies mit Kraft und Gelassenheit, in Nähe zu seiner Herde, der Kirche Gottes. Als Kardinal Bergoglio am 13. März 2013 im Konklave zum Nachfolger von Papst Benedikt XVI. Gewählt wurde,
hatte er bereits viele Jahre des Ordenslebens in der Gesellschaft Jesu hinter sich und brachte vor allem die Erfahrung seines 21-jährigen pastoralen Dienstes in der Erzdiözese Buenos Aires mit, wo er zunächst als Weihbischof, dann als Koadjutor und schließlich vor allem als Erzbischof wirkte. La decisione di prendere il nome Francesco apparve subito. Die Entscheidung, den Namen Franziskus anzunehmen, war sofort erkennbar als eine Entscheidung für ein Programm und einen Stil, auf den er sein Pontifikat ausrichten wollte, indem er sich vom Geist des heiligen Franz von Assisi inspirieren ließ. Papa Francesco conservò sempre il suo temperamento e la sua forma di guida pastorale. Er bewahrte sein Temperament und seine Art der pastoralen Amtsführung und prägte mit seiner starken Persönlichkeit schnell den Leitungsstil der Kirche, indem er einen direkten Kontakt mit den einzelnen Menschen und Völkern herstellte und bestrebt war, allen nahe zu sein, wobei er besonders den Menschen in Not seine Aufmerksamkeit widmete und sich unermüdlich vor allem für die Geringsten und Ausgegrenzten einsetzte. È stato un Papa in mezzo alla gente. Er war ein Papst, der mitten unter den Menschen war und für alle ein offenes Herz hatte. Darüber hinaus war er ein Papst, der achtsam war für das Neue, das in der Gesellschaft aufkam und für das, was der Heilige Geist in der Kirche weckte. Mit dem für ihn charakteristischen Vokabular und seiner an Bildern und Metaphern reichen Sprache hat er stets versucht, die Probleme unserer Zeit mit der Weisheit des Evangeliums zu beleuchten. Eine Antwort im Lichte des Glaubens zu geben und dazu zu ermutigen, die Herausforderungen und Widersprüche in diesen Jahren des Wandels, die er gern als Epochenwechsel bezeichnete, als Christen zu leben. Aveva grande spontaneità e una maniera informale di rivolgersi a tutti. Er war sehr spontan und hatte eine ungezwungene Art, sich allen zuzuwenden, auch den Menschen, die der Kirche fernstanden. Mit großer menschlicher Wärme und zutiefst empfindsam für die Dramen unserer Zeit hat Papst Franziskus die Ängste, Leiden und Hoffnungen unserer Zeit der Globalisierung wirklich geteilt. Hingebungsvoll tröstete und ermutigte er mit seiner Botschaft, die die Herzen der Menschen direkt und unmittelbar zu erreichen vermochte. Mit seinem Charisma der Offenheit und des Zuhörens, verbunden mit einem Stil, der dem heutigen Empfinden entspricht, hat er die Herzen berührt und versucht, die moralischen und geistlichen Kräfte neu zu beleben. Der Vorrang der Evangelisierung war das Leitmotiv seines Pontifikats, indem er mit einer klaren missionarischen Ausrichtung die Freude des Evangeliums vermittelte, wie auch der Titel seines ersten apostolischen Schreibens Evangelii Gaudium lautete. Eine Freude, die das Herz all derer mit Zuversicht und Hoffnung erfüllt, die sich Gott anvertrauen. Ein Leitmotiv seiner Mission war auch die Überzeugung, dass die Kirche ein Zuhause für alle ist, ein Haus mit stets offenen Türen. Wiederholt hat er für die Kirche das Bild eines Feldlazarett nach einer Schlacht mit vielen Verwundeten gebraucht.
Das Bild einer Kirche, die sich entschlossen um die Probleme der Menschen und die großen Nöte, die die heutige Welt zerreißen, kümmern will. Einer Kirche, die sich zu einem jeden Menschen herabbeugen kann, um über alle Glaubensüberzeugungen oder Lebensumstände hinaus seine Wunden zu versorgen. Unzählig sind seine Gesten und Ermahnungen zugunsten von Flüchtlingen und Vertriebenen. Und auch in seinem Einsatz für die Armen war er unermüdlich. Es ist bezeichnend, dass die erste Reise von Papst Franziskus jene nach Lampedusa war, einer Insel, die mit Tausenden im Meer ertrunkenen Menschen zum Symbol für das Drama der Immigration geworden ist. In dieselbe Richtung ging auch die Reise nach Lesbos, zusammen mit dem ökumenischen Patriarchen und dem Erzbischof von Athen, sowie die Feier einer Messe an der Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten anlässlich seiner Mexiko-Reise. Dei suoi 47 faticosi viaggi apostolici von seinen 47 anstrengenden apostolischen Reisen wird besonders seine Reise in den Irak in die Geschichte eingehen, die er im Jahr 2021 unter hohen Risiken unternommen hat. Dieser herausfordernde apostolische Besuch war Balsam für die offenen Wunden der irakischen Bevölkerung, die so sehr unter den unmenschlichen Taten des IS gelitten hatte. Diese Reise war auch für den interreligiösen Dialog von großer Bedeutung, einer weiteren wichtigen Dimension seines pastoralen Wirkens. Mit dem apostolischen Besuch in 4 Ländern Asiens und Ozeaniens im Jahr 2024 erreichte der Papst die äußerste Peripherie der Welt. Papst Franziskus hat stets das Evangelium der Barmherzigkeit in den Mittelpunkt gestellt und wiederholt betont, dass Gott nicht müde wird, uns zu vergeben. Er vergibt immer, egal in welcher Situation sich derjenige auch befinden mag, der um Vergebung bittet und auf den rechten Weg zurückkehrt. Er wollte sofort das außerordentliche heilige Jahr der Barmherzigkeit und betonte, dass die Barmherzigkeit das Herz des Evangeliums ist. Barmherzigkeit und Freude des Evangeliums sind 2 Schlüsselbegriffe von Papst Franziskus. Im Gegensatz zu dem, was er als Wegwerfkultur bezeichnet hat, sprach er von einer Kultur der Begegnung und der Solidarität. Il tema poi della fraternità Das Thema der Geschwisterlichkeit hat mit leidenschaftlichen Tönen sein ganzes Pontifikat durchzogen. In der Enzyklika Fratelli Tutti wollte er ein weltweites Streben nach Geschwisterlichkeit neu beleben, weil wir alle Kinder desselben Vaters im Himmel sind. Con forza Er hat oft mit Nachdruck daran erinnert, dass wir alle zur selben Menschheitsfamilie gehören und dass sich niemand allein retten kann. Durante il viaggio
negli Emirati Arabi Uniti. Während seiner Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate im Jahr 2019 hat Papst Franziskus ein Dokument über die Brüderlichkeit aller Menschen für ein friedliches Zusammenleben in der Welt unterzeichnet, das daran erinnert, dass Gott der Vater aller ist. Rivolgendosi agli uomini e alle donne di tutto il mondo con Mit der Enzyklika Laudato Si hat Papst Franziskus sich an die Männer und Frauen in aller Welt gewandt und auf die Pflichten und die gemeinsame Verantwortung für unser gemeinsames Haus hingewiesen. Angesichts der vielen Kriege, die in diesen Jahren wüten, mit ihren unmenschlichen Gräueln, mit ihren unzähligen Toten und ihrer unermesslichen Zerstörung, hat Papst Franziskus unaufhörlich seine Stimme erhoben, um Frieden zu erbitten und zur Vernunft aufzurufen, zu ehrlichen Verhandlungen, invitando alla ragionevolezza, um mögliche Lösungen zu finden. Da der Krieg, wie er sagte, bloß den Tod von Menschen, die Zerstörung von Häusern, Krankenhäusern und Schulen bedeutet. Lascia sempre una sua espressione. La guerra lascia sempre il mondo peggiore. Nach dem Krieg geht es der Welt stets schlechter als vorher, hat er gesagt. Er ist für alle immer eine schmerzhafte und dramatische Niederlage. Costruire ponti. Brücken bauen und keine Mauern ist eine Aufforderung, die er mehrfach wiederholt hat. Und als Nachfolger des Apostels Petrus war sein Dienst für den Glauben stets mit dem Dienst für den Menschen in all seinen Dimensionen verbunden. In unione spirituale con tutta la cristianità. In geistlicher Verbundenheit mit der ganzen Christenheit sind wir hier zahlreich versammelt, um für Papst Franziskus zu beten, auf dass Gott ihn in seine unendliche Liebe aufnehme. Papst Franziskus pflegte seine Ansprachen und Begegnungen mit den Worten zu beenden: Vergesst nicht, für mich zu beten. Ora, caro Papa Francesco, chiediamo a te di pregare per noi. Lieber Papst Franziskus, nun bitten wir dich, für uns zu beten. Und wir bitten dich, wir bitten dich, vom Himmel aus die Kirche, Rom und die ganze Welt zu segnen. So wie du es letzten Sonntag vom Balkon dieser Basilika aus getan hast, in einer letzten Umarmung mit dem ganzen Volk Gottes, aber auch im Geiste mit der gesamten Menschheit, die mit aufrichtigem Herzen nach der Wahrheit sucht und die Fackel der Hoffnung hochhält. Ja, das war die Predigt von Kardinal Giovanni Battista Re hier auf dem Petersplatz, die mehrfach von Applaus unterbrochen wurde. Giovanni Battista Re, der 91-jährige Kardinaldekan, hat ein Panorama des Pontifikats von Papst Franziskus Revue passieren lassen. Er hat an seine 47 Reisen erinnert, besonders an die Reise in den Irak nach den Überfällen der ISIS,
seine erste Reise nach Lampedusa, aber er hat auch an die Enzykliken erinnert, die seine Ideen eines Weltfriedens und einer Brüderlichkeit, einer weltweiten Geschwisterlichkeit zum Inhalt hat. Sein Engagement für den Frieden, Lösungen dazu, seine Liebe und Zuneigung zu den Armen, aber auch seine Momente in der Begegnung mit anderen Religionen. Er hat seine Predigt beendet, indem er Papst Franziskus persönlich angesprochen hat und seinen Segen und sein Gebet gebeten hat. Es folgen die Fürbitten. Brüder und Schwestern, beten wir zu Gott, unserem Vater, der uns heute zusammengeführt hat, um das österliche Geheimnis seines eingeborenen Sohnes zu feiern, in der Begräbnismesse für den Hirten der Weltkirche, dass er diesen aufnehme in seinem Frieden und dass er der Kirche und der ganzen Welt alle guten Gaben schenke. Wir bitten dich, erhöre uns. Erste Fürbitte auf Französisch für den verstorbenen Papst Franziskus, dass Christus, der höchste Hirte, der in Ewigkeit lebt und für uns eintritt, ihn voll Güte aufnehme in sein Reich des Lichtes und des Friedens. Auf Arabisch für die heilige Kirche Gottes, dass sie ihrer Sendung treu bleibe und für die gesamte Menschheitsfamilie zum Sauerteig, zur Quelle der Erneuerung in Christus werde. Auf Portugiesisch für die Völker aller Nationen, dass sie unermüdlich Gerechtigkeit üben, stets in geschwisterlicher Liebe geeint sein mögen und ohne Unterlass den Weg des Friedens suchen. Auf Polnisch. Für die Seelen der verstorbenen Päpste und all jener, die in der Kirche das Evangelium verkündet und das Priesteramt ausgeübt haben, dass sie Anteil erhalten an der Liturgie des Himmels. Für alle verstorbenen Gläubigen, dass sie in das Himmelreich eintreten dürfen. Auf Chinesisch, für uns alle, die wir hier versammelt sind, dass wir einst nach der Feier der heiligen Geheimnisse von Christus in die Herrlichkeit seines Reiches gerufen werden. Gott, unser Heil, erhöre uns, die wir dich in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria und allen Heiligen anrufen. Nimm die Seele deines Dieners, unseres Papstes Franziskus, der auf das Gebet der Kirche vertraut hat, auf in die Schar deiner Erwählten, durch Christus, unseren Herrn. Nella preghiera della Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen. Es werden nicht nur Fürbitten in europäischen Sprachen, sondern auch in Arabisch und Chinesisch vorgetragen. Das zeigt die Universalität der Kirche. In der Volksrepublik China gibt es 15 Millionen Katholiken. Und man sagt, dass in 30 Jahren, im Jahr 2030, China das Land mit der meisten christlichen Bevölkerung sei. Es sind diese Orte, die in Europa etwas aus dem Blick geraten sind, die aber auch
für die Kirche ein großes Wachstum darstellen. Nun folgt die Gabenbereitung. Die Gaben von Brot und Wein werden zum Altar getragen und im zweiten Teil dieser Trauerfeier, der eigentlichen Eucharistiefeier, werden diese Gaben dargebracht. Sie werden zum Leib und Blut Christi, zur Gegenwart des Herrn in dieser Welt. Der Gesang dazu heißt Illumina oculus meus, erleuchte meine Augen, damit ich nicht im Tod entschlafe, damit mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt. Der Hauptzelebrant hat den Altar, der für Jesus Christus steht, symbolisch mit Weihrauch umschritten und wird nun vom Diakon mit Weihrauch verehrt. Daraufhin werden die Mitzelebranten, also die Kardinäle und Bischöfe und die Priester und das Volk Gottes mit Weihrauch verehrt. Es ist ein Zeichen dafür, dass Jesus Christus symbolisch auch anwesend ist in den Brüdern und Schwestern, derer, die als Hirten der Kirche dienen und derer, die zur Kirche als Brüder und Schwestern gehören. Orate, fratres. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche.
Oblatione pacificam populi tui. Gott, unser Vater, schau gnädig auf die Gaben, die wir für unseren verstorbenen Papst Franziskus darbringen. Unter den Menschen war er ein Werkzeug deines Friedens und deiner Liebe. Schenke ihm als Lohn die Gemeinschaft mit deinen Heiligen durch Christus, unseren Herrn. In humana familia fuit instrumentum, earum fructu constantis tuis perpetuo letarium mereatur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Der Herr sei mit euch. Erhebt die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. In ihm erstrahlt uns die Hoffnung, dass wir zur Seligkeit auferstehen. Bedrückt uns auch das Los des sicheren Todes, so tröstet uns doch die Verheißung der künftigen Unsterblichkeit. Denn deinen Gläubigen, o Herr, wird das Leben gewandelt, nicht genommen. Und wenn die Herberge der irdischen Pilgerschaft zerfällt, ist uns im Himmel eine ewige Wohnung bereitet. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Es folgt das Sanctus, das Heilig, aus der 8. Choralmesse. Es folgt das 3. Hochgebet. Quia per Filium Tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum Tuum congregare non desinis, ut a solis ortu usque ad occasum, oblatio mundo offeratur nomini Tuo. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut ec munera quae tibi sacranda deturimus, eodem spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim, in qua notte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, dedique discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.
Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens, benedixit, dedique discipulis suis dicens. Accipit et bibit ex eo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Das zentrale Geheimnis des Christentums. Memore sigitur Domine, eius dem Filii Tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesimus in oblationem ecclesiae Tue, et a nosem ostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede, ut qui corpore et sanguine Filii Tui reficimur, Spiritus eius Sancto repleti, unum corpus et unus Spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis Tuis hereditatem consequi valeamus, in primis, cum Beatissima Vergine Dei Genetrice Maria, cum Beato Iosef eius sponso, cum Beatis Apostolis Tuis et gloriosis martiribus, et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo apud Te confidimus adiuvari. Ec ostia nostre reconciliationis proficiat, quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam Als Konzelebranden sind Kardinal Arinze, der afrikanische Kurienkardinal, ehemaliger Kurienkardinal und Kardinal Sandrini. Et omni populo acquisitionis Tue, votis huius familiae, quam tibi astare voluisti, ad esto propitius, omnes filios Tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Memento famuli Tui, Pape Francisci, quem ad Te ex hoc mundo vocasti, concede, ut qui completatus fuit similitudini mortis Filii Tui, simul fiat et resurrectionis ipseus. Quando mortuos suscitabit Kardinal Sandri ist der Vizedekan des Kardinalkollegiums. Configurabit corpori claritatis sue, sed et fratres nostros defunctus, et omnes, qui tibi placentes, ex hoc seclo transierunt, in regnum tuum benignus admite, ubi fore speramus, ut simul gloria Tua perennite satiemo, quando omnem lacrimam absteges ab oculis nostris, qui a Te secuti es, Deum nostrum videntes, tibi similes erimus, cuncta per saecula, et Te sine fine laudabimus, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta lageris. Es folgt der Gruß, der Lobpreis, die Doxologie. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes. Alle Ehre und Lob in Ewigkeit. In unitate Spiritus Sancti,
omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati. Der Hauptzelebrant lädt die Gläubigen ein zum Vaterunser. Das Vaterunser wird in lateinischer Sprache gesungen. Erlöse uns, Herr, mächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Expectantes beatam spem et adventum Salvatoris nostri Jesu Christi. Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam. Herr Jesus Christus, du hast zu den Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So beten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. In saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Der Friede sei mit euch. Der Diakon lädt die Gläubigen ein, sich ein Zeichen dieses Friedens zu schenken. Ein wichtiger Moment innerhalb der katholischen Messfeier. Bevor man die heilige Kommunion, also das Abendmahl, empfängt, versöhnt man sich mit seinen Brüdern und Schwestern. Der Friede beginnt in kleinen Gesten und auch die Staatsoberhäupter und Regierungschefs geben sich die Hand als Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Nun gerade sehen wir Trump, wie er Macron die Hand gibt. Ein Zeichen, dass Dialog und Friede möglich ist. Es folgt das Agnus Dei, das Lamm Gottes. Während dieses Gesanges bricht der Priester die Hostie, also das konsekrierte Brot. Es repräsentiert den gegenwärtigen Herrn. Seht Jesus Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Kommunionvers lautet Lux aeternam luceat ei, das ewige Licht leuchte ihm, o Herr, bei deinen Heiligen in Ewigkeit, denn du bist unser Vater.
Nun folgt die Austeilung der Heiligen Kommunion an die konzelebrierenden Kardinäle, Bischöfe und Priester und an die Gläubigen. Ich lade Sie ein, in geistlicher Weise von zu Hause aus den Leib des Herrn zu empfangen. Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist, wie wir es an Ostern feiern. Er ist der, der zur Speise wird für das ewige Leben. Der Tod ist nicht das Ende von allem, sondern der Anfang von etwas, hat Papst Franziskus geschrieben. Es ist ein neuer Anfang, denn das ewige Leben, das liebende Menschen schon auf Erden erfahren, ist der Anfang von etwas, das nicht enden wird. Und genau deshalb ist es ein neuer Anfang, denn wir werden etwas erleben, was wir noch nie vollständig erfahren haben. Die Ewigkeit. Wir sollten keine Angst vor dem Alter haben. Wir sollten keine Angst davor haben, das Altwerden anzunehmen. Wir müssen dem Wörtchen alt, das oft als ungesund angesehen wird, seinen Stolz zurückgeben. Denn alt zu sagen bedeutet nicht weggeworfen zu werden, wie eine entwürdigende Kultur des Aussortierens manchmal vermuten lässt. Alt zu sagen bedeutet vielmehr Erfahrung, Weisheit, Unterscheidungsvermögen, Nachdenklichkeit, Zuhören. Werte, die wir dringend brauchen. Wenn wir diese Zeit des Lebens als Gnade und nicht mit Groll leben, wenn wir die Zeit, auch eine lange Zeit, in der wir die nachlassenden Kräfte, die zunehmende Müdigkeit des Körpers, die nicht mehr der Jugend entsprechenden Reflexe erleben, mit einem Gefühl der Dankbarkeit begrüßen, dann wird auch das Alter zu einem Zeitalter des Lebens, wie Romano Guardini uns gelehrt hat, das wirklich fruchtbar ist und das Gute ausstrahlen kann.
Psalm 42 wird gesungen, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach dir, o Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen? Meine Tränen waren Brot bei Tag und bei Nacht, und man sagt zu mir, wo bist du, mein Gott?
In seiner Generalaudienz im Oktober 2024, also im vergangenen Jahr, hat Papst Franziskus Folgendes gesagt. Wo liegt die große und tröstliche Nachricht für uns? Sie liegt darin, dass das Leben, das uns vom Heiligen Geist geschenkt wurde, ewiges Leben ist. Der Glaube befreit uns von dem Schrecken, zugeben zu müssen, dass alles hier endet, dass es keinerlei Erlösung gibt für das Leiden und die Ungerechtigkeit, die auf der Erde herrschen. Das versichert uns ein weiteres Wort des Apostels, wo es heißt, wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, du hast uns die Speise des ewigen Lebens gereicht. Gedenke deines Dieners, unseres verstorbenen Papstes Franziskus. Er hat seine Brüder und Schwestern im Glauben gestärkt. Führe ihn und uns alle vom Glauben zur vollen Erkenntnis der Wahrheit. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Am Ende der Eucharistiefeier wird die Aussegnung und die Verabschiedung stattfinden. Es ist ein Akt des Gebetes vor dem Sarg mit den sterblichen Überresten des Pontifex. Kardinal Re lädt zum Gebet ein. Liebe Brüder und Schwestern, empfehlen wir der gütigsten Barmherzigkeit Gottes die Seele unseres Papstes Franziskus, der als Bischof der katholischen Kirche die Schwestern und Brüder im Glauben an die Auferstehung bestärkt hat. Bitten wir Gott, den Vater, durch Jesus Christus im Heiligen Geist, dass er ihn vom Tode erlöst, in seinen Frieden aufnehme und seinen Leib am jüngsten Tage auferwecken wird. Beata Virgo Maria, die selige Jungfrau Maria, die Königin der Apostel und das Heil des römischen Volkes, trete bei Gott dafür ein, dass er unserem Papst das Antlitz seines gesegneten Sohnes zeige und die Kirche durch das Licht seiner Auferstehung tröste. Nun wird das Gebet der Kirche von Rom, also der Diözese von Rom, vorgetragen. Es beginnt mit der Allerheiligen-Litanei. Allerheiligen werden angerufen, für Papst Franziskus und sein Seelenheil zu beten. Die Heiligen, die auch auf den Kolonnaden des Petersplatzes stehen, sind die Vertreter der Gläubigen, die die Herrlichkeit im Himmel erreicht haben und mit Gott leben. Im Glaubensbekenntnis beten wir an
glauben wir und verkünden wir die Gemeinschaft mit den Heiligen. Es ist eine große Gebetsgemeinschaft derer, die erlöst sind und derer, die hier auf dieser Erde noch pilgern. Dieses fürbittende Gebet, vereint mit der Kirche im Himmel und der Kirche auf Erden, ist nun hier für den Papst Franziskus vorgesehen.
Der Kardinalvikar der Diözese Rom betet nun stellvertretend für die Kirche von Rom. Gott, du treuer Belohner der Seelen, gewähre deinem verstorbenen Diener und unserem Bischof Papst Franziskus, den du als Nachfolger Petri und Hirte deiner Kirche eingesetzt hast, sich bei dir im Himmel auf ewig der Geheimnisse deiner Gnade und Barmherzigkeit zu erfreuen, die er auf Erden treu verwaltet hat. Letanter apud et perpetuo fruatur in celis, per Christum Dominum nostrum. Der Generalvikar der Diözese Rom leitet die Diözese von Rom im Namen des Papstes. Er ist der Einzige, der mit der Sedisvakanz nicht sein Amt verliert. Nun werden die Vertreter der Ostkirchen, der katholischen Ostkirchen, für den Papst beten. Die katholische Kirche besteht aus über 20 eigenen Kirchen, wovon die lateinische, also die römische Kirche, die größte ist. Aber es gibt eben über 20 katholische Ostkirchen, die nun hier versammelt sind. Die Patriarchen und Großerzbischöfe werden in griechischer Sprache ihre Gebete vor den Herrn bringen. Die Gebete sind der griechisch-byzantinischen Liturgie entnommen. Dieser Moment des Gebetes zeigt die Universalität der katholischen Kirche. Katholisch heißt nicht Konfession, sondern katholisch heißt universal. Christus ist auferstanden und mit Weihrauch wird nun in dieser griechischen Form der Leib des verstorbenen Papstes verehrt. Schenke der Seele deines Dieners Ruhe, o Gott und Heiland. Führe ihn zusammen mit den Seelen der Gerechten zu einem seligen Leben bei dir, du Freund der Menschen. Die Seele deines Dieners an den Ort deiner Ruhe, an dem deine Heiligen ruhen, denn du allein bist unsterblich. In der byzantinischen Liturgie erfolgt immer wieder der Ruf Christos anesti, Christus ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Es ist der Ruf und die Ermutigung der Gläubigen an die Auferstehung des Herrn zu glauben, die auch Grund für unsere eigene Auferstehung ist nach unserem Tod. Wie Papst Franziskus sagt, endet mit dem Tod das Leben nicht, sondern es beginnt etwas Neues. Eleison imάς ο Θεός, κατά το μέγερός σου, δεόμετά σου, επάκουσον και ελέησον. Es folgt das dreimalige Kyrie eleison, Herr, erbarme dich.
της ψυχής του κακοιμημένου δούλου του Θεού, Πατρός ημών Φραγκίσκου Παπαρόμης, και υπέρ του συγχωρηθήν αυτό, παν πλημέλημα εκούσιον τε και ακούσιον. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού, ένδαοι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού, την βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτού αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών, ετισόμεθα. Auch ein besonderer Zufall oder Fügung ist es, dass an diesem Osterfest die westliche und die östliche Christenheit das Osterfest zu einem gemeinsamen Termin feiert. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο των θάνατων καταπασίσας. Gott der Seelen und allen Fleisches, du hast den Tod zertreten, den Teufel zunichte gemacht und der Welt das Leben geschenkt. Gewähre der Seele dieses deines entschlafenen Dieners, Bischofs Franziskus, Ruhe an einem Ort des Lichts und der Freude, an einem grünen Ort, an einem Ort der Seligkeit, wo es keine Leiden mehr gibt, keine Schmerzen und keine Tränen. Vergib ihm jede Schuld und jedes Versagen, das er begangen hat, in Worten oder in Gedanken oder in Werken. Du, der du ein gütiger und barmherziger Gott bist, ein Freund der Menschen. Denn es gibt keinen Menschen, der lebt und ohne Sünde ist. Du allein bist der ohne Sünde. Deine Gerechtigkeit aber währt auf ewig und dein Wort ist Wahrheit. Du, o Christus, bist unser Gott, du bist die Auferstehung und das Leben. Du bist die ewige Ruhe deines Dieners, Bischofs Franziskus, der von uns gegangen ist. Wir rühmen dich mit deinem Vater, der ohne Anfang ist. Amen. Dieses Gebet ist in arabischer Sprache. Und wir rühmen dich mit deinem Vater, der ohne Anfang ist, und mit deinem Heiligen Geist, der gütig ist und Leben schenkt, jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. المسيح قام من بين الأموات ووطئا. Ewig soll das Gedenken an dich währen, singt der Chor. Du, unser unvergesslicher Bruder, der du die Seligkeit verdient hast. للذين في القبور Cristo è risorto dai morti, con la morte calpestando la morte e donando la vita a coloro che licevano nei sepolcri. Nach dem
Trauergebet der Vertreter der Ostkirchen, also der Patriarchen, Metropoliten und Großerzbischöfe der 22 katholischen Ostkirchen, wird eine Zeit der Stille sein. In dieser Stille inzensiert Kardinal Reh den Sarg mit den Überresten des verstorbenen Papstes mit Weihrauch und besprengt den Sarg mit Weihwasser. Der Chor singt den Wechselgesang aus dem Buch des Hiob. Ich weiß, mein Erlöser lebt, und am letzten Tag werde ich von der Erde auferstehen. Und mit meinem Leib werde ich Gott, meinen Retter, sehen. Der große Dulder des Alten Testaments, Hiob, bleibt trotz seines Schicksals Gott treu und verlässt ihn nicht. Sein Glaube trotz aller Situation ohne Hoffnung ist: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dieses Gebet des Hiob war ein Gebet des Gottesvolkes des Alten Bundes, das in Jesus Christus sich vollendet hat, am Ostertag, als unser Erlöser Jesus Christus von den Toten erstanden ist. Misericordie tue, Pater clementissime, Papa nostrum Franciscum committimus, quem Petri successore constituisti, et Ecclesia pastorum. Gütiger Vater, wir vertrauen deiner Barmherzigkeit unseren Papst Franziskus an, den du eingesetzt hast als Nachfolger Petri und als Hirten der Kirche, als unerschrockenen Verkünder deines Wortes und als treuen Verwalter deiner göttlichen Mysterien. Wir bitten dich, nimm ihn auf in dein himmlisches Heiligtum, wo er sich mit all deinen Erwählten der ewigen Herrlichkeit erfreuen möge. Wir danken dir, Herr, für alles Gute, für alle guten Gaben, die du ihm in deiner Güte zum Wohl und Besten deines Volkes gewährt hast. Schenke deiner Kirche, die ihres Hirten beraubt ist, den Trost des Glaubens und die Kraft der Hoffnung. Dir, Vater, dem Quell des Lebens, sei durch Christus, den Sieger über den Tod, im lebensspendenden Geist, alle Herrlichkeit und Ehre, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Zum Paradies mögen Engel dich geleiten, die heiligen Märtyrer dich begrüßen und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem.
Die Chöre der Engel mögen dich empfangen. Und durch Christus, der für dich gestorben, soll ewiges Leben dich erfreuen. Mit diesem traditionellen Lied zum Paradies mögen Engel dich geleiten, wird nun der Sarg mit dem verstorbenen Papst in die Basilika getragen. Die Gläubigen auf dem Petersplatz und in der Via della Conciliazione haben sich erhoben und geben ihren letzten Gruß mit einem Applaus. Während der Sarg in die Basilika getragen wird, bleiben die Gläubigen und die Kardinäle auf dem Petersplatz. In der Basilika selbst wird er dann in ein Auto verladen und mit diesem zur Basilika Santa Maria Maggiore gefahren. Damit hat der letzte Teil der Eucharistiefeier, nämlich die Aussegnung und die Verabschiedung, geschlossen und nun beginnt die Überführung des verstorbenen Papstes an seine letzte Ruhestätte. Für alle, die sich vielleicht erst jetzt zugeschaltet haben, wir übertragen vom Petersplatz in Rom das Requiem für den verstorbenen Papst Franziskus, der am Morgen des Ostermontag von uns gegangen ist. Er wurde 88 Jahre alt. Mein Name ist Silvia Kritzenberger. Und ich bin Pater Martin Wolf und wir freuen uns, dass wir diese Trauerfeierlichkeiten für Sie begleiten dürfen. Ja, im Petersdom sind 90 Päpste begraben, 21 davon in den vatikanischen Grotten. Die Lateranbasilika ist die Hauskirche des Bischofs von Rom. Kein Wunder also, dass viele Päpste auch dort begraben sein wollten. Tatsächlich sind es 22. 7 ruhen in Santa Maria Maggiore, 5 in der Basilika Santa Maria in Minerva, 5 in St. Laurentius vor den Mauern und einer in der Basilika der 12 Apostel. Einer der Päpste, die nicht in Rom begraben sind, ist Gregor XII., der Papst, der im Jahr 1415 auf sein Amt verzichtete, wie es später auch Benedikt XVI. Getan hat. Er ruht in der Kathedrale von Recanati in den Marken. Die Gräber von Benedikt XII. Und Johannes dem 22. befinden sich in Avignon. Der selige Gregor X. hat seine letzte Ruhestätte in Arezzo gefunden. Der heilige Gregor VII. In Salerno, Aedatus I. in Venetien. Papst Franziskus hatte bestimmt, dass er in der Basilika Santa Maria Maggiore beigesetzt werden will. In Santa Maria Maggiore befinden sich auch die Gräber von Honorius III., Nikolaus IV., Pius V., Sixtus V., Paul V.,
Clemens dem 8. und Clemens dem 9. Santa Maria Maggiore ist die größte Marienkirche Roms und die Lieblingsbasilika von Papst Franziskus. Und deshalb war es sein Wunsch, auch dort begraben zu werden. Hier hat Franziskus oft vor dem Gnadenbild Maria Salus Populi Romani gebetet, der Schutzpatronin Roms. Und das schon am ersten Tag seines Pontifikats. Unter den Klängen des Magnifikats aus dem Lukas-Evangelium im 1. Kapitel, dem Lobgesang der Maria von Nazareth, wird nun der Leichnam des Heiligen Vaters erhoben und von 14 Dienern des päpstlichen Hauses in die Basilika getragen. Zur Verabschiedung wird der Papstsarg noch einmal so gehalten, dass die Menschen ihn sehen können. Es ist der wichtigste Abschied für das Volk und für die Gläubigen. Es brandet Applaus auf, während der Sarg sich den Gläubigen zuneigt. Auf dem Sarg sehen wir ein schlichtes Kreuz und das Wappen seines Pontifikats. Unter dem Bild des auferstandenen Christus wurde der Sarg des verstorbenen Papstes in die Basilika St. Peter getragen. Nun wird ein ausgewählter Kreis von Repräsentanten an der Beisetzung in der Basilika Santa Maria Maggiore teilnehmen.
Campanone, die größte Glocke des Domgeläuts, schlägt nun und der Sarg mit den Überresten von Papst Franziskus ist vor dem Petrusgrab angelangt und verharrt. Ein letzter Gruß des 266. Nachfolgers des Petrus an den Ersten, den Apostel Petrus, der unter dem Papstaltar begraben ist. Das Trauergeläut des Petersdoms mit der großen Glocke dieses Geläutes wurde der Tod des Pontifex angekündigt. Am Ostermontag wurde von Hand die Glocke betätigt und diese Klänge haben auf dem Petersdom eine ganz eigene Atmosphäre verbreitet. Wir sehen, Rom strahlt in seinen wunderschönen blauen Himmel zur Verabschiedung des Bischofs dieser Stadt. An den Straßen werden die römischen Bürgerinnen und Bürger stehen und dem Papst noch einmal ein Geleit geben. Ja, wir nehmen Abschied von Papst Franziskus, den Papst, der die Armen geliebt hat und das außerordentliche heilige Jahr der Barmherzigkeit eingeläutet hat, der für eine Kirche der Barmherzigkeit geworben hat, die sich den Peripherien der Gesellschaft zuwendet. Mit der Enzyklika Laudato Si setzte Papst Franziskus einen Meilenstein im Umweltschutz und der Schöpfungsverantwortung. In Fratelli Tutti hat er die Geschwisterlichkeit und soziale Gerechtigkeit thematisiert. Papst Franziskus förderte die Synodalität als neues Leitprinzip der Kirche, um eine stärker mitwirkende, eine hörende Kirche zu schaffen. Papst Franziskus unternahm 47 apostolische Reisen in 61 Länder, darunter Krisenregionen wie den Irak und den Südsudan. Und er setzte sich als Friedensstifter ein, etwa bei der Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Kuba sowie im Ukraine-Konflikt. Papst Franziskus reformierte die Kurie und die innere Struktur der Kirche mit dem Ziel, sie missionarischer und dienender zu gestalten. Durch seine Kardinalsernennungen wurde das Kardinalskollegium globaler, Frauen aus verschiedenen Kontinenten und Epochen heilig gesprochen. Darunter Johannes den 23., Paul den 6.,
im Heiligen Stuhl. An 9 Tagen werden jeweils heilige Messen gefeiert für verschiedene andere Personengruppen. Das T-Fire für die Seelenruhe des Heiligen Vaters, Papst Franziskus. Gefeiert. Teilen der Welt zusammen. Auch Politiker Johannes den 23., Paul den 6. von unterschiedlicher Ausrichtung. War ein Treffen zwischen Präsident Trump und Präsident Zelensky im Petersdom im Heiligen Stuhl. An 9 Tagen werden jeweils heilige Messen gefeiert für verschiedene andere Personen. Heilige Messen gefeiert für verschiedene andere Personengruppen. Neues Interesse auch am Glaube und an neues Interesse auch am Glaube und an der Kirche gewinnen. Beim Weltjugendtag in Lissabon ist T-Fire für die Seelenruhe des Heiligen Vaters, Papst Franziskus, gefeiert. Alle nicht ausschließen, sondern integrieren. Teilen der Welt zusammen. Auch Politiker Ausgang, den er zu Lebzeiten immer wieder auch von der Casa Santa Martha in den die Gläubigen und die Römerinnen und können vermutlich auch ab Präsident Trump und Präsident Zelensky im Petersdom applaudieren und einige von ihnen werden sich
Und einige von ihnen werden sich direkt in Reichweite vom Zentralbahnhof, der den Namen Ausgang, den er zu Lebzeiten immer wieder auch von der Casa Santa Marta in den die Gläubigen und die Römerinnen und können vermutlich auch applaudieren und einige von ihnen werden direkt in Reichweite vom Zentralbahnhof, der den Namen der Heilige Stuhl kurz nach seinem Hinscheiden auch veröffentlicht hat. Es ist ein sehr mit seiner Beerdigung zu tun haben. Im Bewusstsein, dass ich nur hinsichtlich des Ortes meiner Beerdigung zum Ausdruck bringen. Ich habe meine sterblichen Überreste in Erwartung meiner Beerdigung zum Ausdruck bringen. Ich habe meine sterblichen Überreste in Erwartung des Tages der Auferstehung in der päpstlichen Basilika seiner apostolischen Reise zum Gebet hingegangen bin, um der unbefleckten Mutter meine Anliegen vertrauensvoll anzuvertrauen und ihr für ihre gütige und mütterliche Fürsorge zu danken. Ich bitte darum, dass mein Grab in der Nische im Seitenschiff zwischen der Paulinischen Kapelle und der Sforza-Kapelle der genannten päpstlichen Basilika eingerichtet wird, wie in der beigefügten Anlage angegeben. Das Grabmal des Ortes meiner Beerdigung zum Ausdruck bringen. Ich habe meine sterblichen Überreste in Erwartung des Tages der Auferstehung in der päpstlichen Basilika seiner apostolischen Reise zum Gebet hingegangen bin, um der unbefleckten Mutter meine Anliegen vertrauensvoll anzuvertrauen und ihr für ihre gütige und mütterliche Fürsorge zu danken. Ich bitte darum, dass mein Grab in der Nische im Seitenschiff zwischen der Paulinischen Kapelle und der Sforza-Kapelle der genannten päpstlichen Basilika eingerichtet wird, wie in der beigefügten Anlage angegeben. Das Grabmal muss in der Erde sein, schlicht, ohne besondere Verzierung und mit der einzigen Inschrift Franziskus. Das Grabmal im Seitenschiff der Basilika Santa Maria Maggiore wurde aus weißem Marmor aus Ligurien gefertigt. Wie Papst Franziskus in seinem geistlichen Testament verfügt hat, trägt es lediglich die Inschrift Franziskus in Großbuchstaben. Über dem Stein ist eine Nachbildung seines silberfarbenen Brustkreuzes angebracht.
Das Grab wird in einer Nische im Seitenschiff zwischen der Paulinischen Kapelle und der Sforza-Kapelle der Basilika Santa Maria Maggiore eingerichtet. Ja, wir sehen hier den Wagen mit dem Sarg von Papst Franziskus, der sich seinen Weg durch die Straßen Rom bahnt, vorbei an dem Gebäude, in dem er gewohnt hat, das Vatikanische Gästehaus Santa Marta. Mit dem Grab in Santa Maria Maggiore, der Ort, wo sich das Grab befindet, liegt gleich direkt neben der Kapelle mit der Lieblingsikone von Papst Franziskus. Vor dem Marienbild Salus Populi Romani hat Franziskus häufig gebetet. Zuletzt gut eine Woche vor seinem Tod. Die Marienikone ist die Schutzpatronin der Römer. Papst Franziskus war ein Kind italienischer Einwanderer. Der Großvater seiner Mutter, Vincenzo Girolamo Sivori, war als junger Mann nach Buenos Aires ausgewandert, wo er 1882 im Alter von nur 32 Jahren starb. Im Rahmen seiner Genua-Reise im Mai 2017 hatte Franziskus zum ersten Mal die Gelegenheit, seine italienischen Verwandten zu treffen. Papst Franziskus hatte den Wunsch geäußert, in einem Grab aus ligurischem Stein dem Land seiner Großeltern beigesetzt zu werden. Ja, wir hören hier den Applaus der Gläubigen, die die Straßen Roms säumen, um Abschied zu nehmen von Papst Franziskus. Der Konvoi mit dem Sarg des Heiligen Vaters wird nun unter dem Gianicolo-Hügel durch einen Tunnel fahren. Auf dem Gianicolo-Hügel befindet sich neben der päpstlichen Missionsuniversität Urbaniana auch das päpstliche Kinderkrankenhaus Gesù Bambino, das über die Grenzen Italiens hinaus für die fachliche Kompetenz bei der Kindermedizin berühmt ist. Papst Franziskus und das Papamobil wird begleitet von einer Ehreneskorte der italienischen Carabinieri. Damit hat der Heilige Vater das Staatsgebiet des Vatikans verlassen und begibt sich nun durch die Straßen von Rom. Für Rom selbst ist er der Ortsbischof dieser Stadt gewesen. Kürze wird er den Tiber überqueren und dann sich den Weg durch die Stadt bahnen. Das Papamobil, das den Heiligen Vater fährt, hat immer das Nummernschild SCV1, also Stato della Città del Vaticano, Staat der Stadt des Vatikans. SCV1 ist also das Nummernschild des Papstes. Auch dieses Nummernschild ist nun angebracht und so zeigt es auch den Bürgerinnen und Bürgern von Rom, dass nun ihr geistliches Oberhaupt Abschied nimmt. Der Konvoi bewegt sich unter den Papa Francesco-Rufen der Gläubigen auf sein Ziel zu, die letzte Ruhestätte von Papst Franziskus, Santa Maria Maggiore. Seit 16 Jahrhunderten dominiert die päpstliche Basilika Santa Maria Maggiore das Stadtbild Roms. Sie ist nicht nur die Marienkirche par excellence, sondern auch eine Wiege der Kunst. Sie hebt sich auf dem Gipfel des Esquilin
und ist eine der 4 Papstbasiliken der ewigen Stadt. Die Überlieferung besagt, dass die Jungfrau Maria den Bau ihrer Kirche auf dem Esquilin-Hügel angeregt hat. Sie erschien dem Patrizier Johannes und Papst Liberius im Traum. Sehr, sehr viele Menschen säumen die Straßen. Die Römer erweisen ihrem Bischof die letzte Ehre. Das Papamobil hat gerade den Tiber Vater, der verstorbene Papst Franziskus, durch die Stadt. Viele Reisen unternommen hat an die Grenzgebiete, die Peripherien der Welt besucht hat. Hat nun heute seine letzte Reise angetreten. Das Papamobil hat gerade den Tiber. Vater, der verstorbene Papst Franziskus, durch die Stadt. Auch wenn die eigentliche Beisetzung in einem privaten, nicht öffentlichen Rahmen stattfindet, so können doch die Gläubigen ab morgen das Grab. Auch wenn die eigentliche Beisetzung in einem privaten, nicht öffentlichen Rahmen stattfindet, so können doch die Gläubigen ab morgen das Grab von Papst Franziskus besuchen. Morgen Abend wird dann in der liberianischen Basilika, wie die Basilika Santa Maria Maggiore auch heißt, mit einer Vesper. Die Kardinäle werden morgen um 16 Uhr die heilige Pforte dieser Basilika durchschreiten und dann gemeinsam die Vesper, also das Abendgebet der Kirche. Trauerzeit, die mit dem Begräbnis eines Papstes beginnt, wird Kardinal Pietro Parolin um 10 Uhr eine Gedenkmesse für Franziskus auf dem Petersplatz leiten. Die Messfeier war bereits vor dem Tod des Papstes im Rahmen der Heiligjahrfeier für die Jugendlichen vorgesehen. Doch die Messe wird im offiziellen Kalender nun nicht mehr für das Jubiläum
auch. Messen. Geleitet werden sie durch wechselnde Messen. Geleitet werden sie durch wechselnde Kurienkardinäle. Basiliken, also Basilike Minor. Kurienkardinäle. Basiliken, also Basilike Minor. Hängt das Wappen, setzt werden. Hängt das Wappen, setzt werden. Parolin um 10 Uhr eine Gedenkmesse für Franziskus auf dem Petersplatz leiten. Den Papst nennt und für ihn betet, nicht mehr genannt. Dies zeigt, erwähnt nur das Kollegium, also die Gemeinschaft der Bischöfe. Auch die Messen. Geleitet werden sie durch wechselnde Kurienkardinäle. Basiliken, also Basilike. Minor. Hängt das Wappen, setzt werden. Den Papst nennt und für ihn betet, nicht mehr genannt. Dies zeigt, erwähnt nur das Kollegium, also die Gemeinschaft der Bischöfe. Der Metro ist dieser historisch auch wichtigen Stelle vorbei. Politischen Zentrum des antiken Roms. Hier sehen wir auch den Altar des Vaters. Ganz rot. Rom ist voll mit Menschen an den Straßenrändern. Aus dem Raub des Schatzes, des Tempelschatzes Jerusalem, der im Jahr 70 von den Römern zerstört wurde, erbaut. Und dort wurden dann in der Zeit der Christenverfolgung zahlreiche Christen ermordet. Als Zeugen für ihres Glaubens sind sie dort gestorben. Jedes Jahr haben die Päpste am Karfreitag dort den Kreuzweg gebetet, ein sehr eindrückliches Zeichen. Am letzten Karfreitag war es Papst Franziskus nicht möglich, daran teilzunehmen, aufgrund seiner gesundheitlichen Situation. Der Papst fährt nun durch
das historische Zentrum der Stadt, vorbei am Forum Romanum, an den Foren des Trajan und am Kolosseum. Vereinzelt hören wir auch Rufe, Papa Francesco. In der Sedis Vacanz keine besondere Leitung. Die Kurie wird nicht mehr von ihren Präfekten geleitet. In dieser Sedis variieren. Und er hat am Karfreitag diesen Kreuzweg im Kolosseum gebetet. Die Texte dieses Kreuzweges stammten aus der Feder von Papst Franziskus selbst. Kolosseum gebetet. Die Texte dieses Kreuzweges stammten aus der Feder von Papst Franziskus selbst. Das Papa-Mobil wird nicht nur von einer Ehreneskorte der Carabinieri begleitet, sondern auch von einigen anderen Fahrzeugen. In denen ist der Kardinal Camerlengo, also der Kardinalkämmerer, Vertreter der Kardinalsränge, also der Kardinaldiakone, Priester und Bischöfe für Rom, und dem Substituten des Staatssekretariates sowie den Päpstlichen der Basilika St. Peter und der Basilika.
Seit Weihnachten gesprochen. Das wird mit dem neuen Papst wieder erneut auf dieses große Das wird mit dem neuen Papst wieder erneut auf dieses große Ereignis vorbereitet. Durch viele Finanzhilfen des italienischen Staats wurden neue unterirdische geschafft. Und es ist wirklich festzustellen, dass Rom sich verändert. Und St. Peter und der Basilika. Auf der Via Merulana auf den Esquilin-Hügeln, die beiden auf der Via Merulana auf den Esquilin-Hügeln, die beiden Basiliken Maria Maggiore und Lateran in Kürze. Anfang August dieses heiligen Wege der Krippe, in die das Jesuskind gelegt wurde. Und hier war es, wo am Heiligen Abend zum ersten Mal eine Messe gefeiert wurde. Über Jahrhunderte hinweg kamen die Päpste in diese Basilika, um diesen Brauch aufrechtzuerhalten. Zu den wichtigsten Schätzen der Basilika gehören die Reliquien der heiligen Matthias und Hieronymus. 7 Päpste sind in dieser Basilika beigesetzt. Ja, und der Wagen mit dem Sarg von Papst Franziskus ist jetzt vorgefahren vor der Basilika Santa Maria Maggiore. Hier wird Papst Franziskus seine letzte Ruhestätte finden, in einem schlichten Grab. So wie er es sich gewünscht hat. Und nun als Empfang für Immaculata, also der unbefleckten Empfängnisstatue, und hier sehen wir Franziskus.
die ihr Kind in der Hand hält. Sie ist mit Frauen, also für die Jungfrauschaft, Mariens und das Ikone, die in der Paulinischen nutzt, um dort in verschiedenen Sprachen zur Beichte gehen zu können. Nehmen das auch wahr. Der Beichtdienst wird von Dominikaner Basilika und es beginnen nun die Gebete und die letzten und läutet nun als Empfang für Immaculata, also der unbefleckten Empfängnisstatue, und hier sehen wir Franziskus. Immaculata, also der unbefleckten Empfängnisstatue, und hier in Papst Franziskus. Die ihr Kind in der Hand hält. Sie ist mit Frauen, also für die Jungfrauschaft Mariens und das Ikone, die in der Pauline nutzt, um dort in verschiedenen Sprachen zur Beichte gehen zu können. Nehmen das auch wahr. Der Beichtdienst wird von Dominikaner Parade der Schweizer Gardisten, die nun auch in dieser Basilika und es beginnen nun die Gebete und die letzten versenkt wird. Papst Franziskus wollte, wie schon in seiner Schlichtheit, die er in seinem ganzen Pontifikat Papst Franziskus wird nun der Papst an seine der Schweizer Gardisten, die nun auch in dieser Basilika eine letzte Ruhestätte geführt. Als Israel aus Ägypten auszog, das Haus Jakobs, ihr Berge, was hüpft ihr wie Witter, ihr Hügel wie junge Lämmer, was ist mit dir mehr
Die Schola singt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Besingt soll zeigen, dass wird nun der Papst an seine letzte Ruhestätte geführt. Als Israel aus Ägypten auszog, das Haus Jakobs: Ihr Berge, was hüpft ihr wie Witter, ihr Hügel wie junge Lämmer? Was ist mit dir, Meer, dass du flüchtest? Den Fels zum Wasserteich verwandelt, Kieselgestein zu quellendem Wasser. Dieser Psalm, der den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei besingt, soll zeigen, dass man trägt den Leichnam des Heiligen Vaters in die Kapelle. Man trägt den Leichnam des Heiligen Vaters in die Capella Paulina, also in die paulinische Kapelle, die von Papst Paul errichtet wurde, als Heimstätte der berühmten Ikone, der Schutzpatronin von Rom. Papst Franziskus wird sozusagen noch einmal vor diese Ikone treten, um sich von ihr zu verabschieden. Sie, die ihm im himmlischen Jerusalem nun erwartet. 4 Kinder bringen weiße Rosen der Mutter Gottes und legen sie auf den Altar. Zu Lebzeiten hat Papst Franziskus vor und nach seinen Reisen als Dank und als Bitte weiße Rosen auf diesen Altar gebracht. Es ist eine Geste, die nun die Kinder übernehmen anstelle unseres verstorbenen Heiligen Vaters. Diese letzte Feier wird von Kardinal Kevin Farrell geleitet. Er ist der Camerlengo, also der Kardinalkämmerer des Bischofs, des Kardinalskollegiums. Papst Franziskus hat bis zuletzt im Weinberg des Herrn gearbeitet
unermüdlich, ohne sich zu schonen. Das hat gerade in den letzten Wochen rund um seine Einlieferung in die Gemelli-Klinik vielen Menschen in aller Welt Respekt abgenötigt. Man konnte an den sterbenskranken Johannes Paul II. Denken, der bis zuletzt am Steuerbord des Schiffleins Petri ausharrte. Beide, der argentinische und der polnische Papst, starben in den Ostertagen, nachdem sie noch mit letzter Kraft den Urbi et Orbi Segen erteilt hatten. Sie starben ins Österliche hinein. Franziskus dazu noch in einem heiligen Jahr, dem er den Prägestempel der Hoffnung aufgedrückt hatte. Seine letzte Ruhe hat er in der Marienbasilika Santa Maria Maggiore gefunden. Auch im Tod ist Papst Franziskus nun der nah, die er sein ganzes Leben lang glühend verehrt hat, der Gottesmutter. Et siansi mortus fuerit vivet, et omnis qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum. Und damit endet diese Live-Übertragung aus Rom. An dieser Stelle möchte ich noch auf unseren kostenlosen Newsletter hinweisen, den Sie unter rv-news.info bestellen können. Ich bedanke mich bei allen, die heute mit dabei waren. Das war eine Sendung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Am Mikrofon verabschieden sich Silvia Kritzenberger und Pater Martin Wolf. Laudetur Jesus Christus.
Amen.